Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Meiringen. Wir haben heute folgende Themen für euch parat. After Slope Sound Grindelwald. Die Plattform J war eine grosse Après-Ski-Fete. Holzig, spassig, schnell. Die Velo-Gemel-Weltmeisterschaft hat am Wochenende zum 28. Mal in Grindelwald stattgefunden. Dabei hat die Plattform J Joel Bleuer und ihre Familie begleitet, die seit Jahren die WM dominiert. Und wir haben noch einen Weltrekord parat. Das grösste vegane Gebäck der Welt ist gestern in der Stadt Bern präsentiert worden. Schwofen im Schnee. Das verspricht der Afterslope Sound zu Grindelwald. Dieses Wochenende hat sich mein Kollege Manuel Moser unter das Partyvolk gemischt und dabei unter anderem eine FC Thun-Legende getroffen. Sehr schön. Schönes Skigebiet, schönes Publikum und schönes Wetter. Après-Ski gehört dazu zum Skifahren. Oder wie ist das? Ja, naja, Halb. halb. Es gehört dazu, es macht Spaß zuzusehen. Aber das geht auch ohne Alkohol dann. Wenn es ein alkoholisches Getränk sein darf, dann wäre das was für eins? Bier. Bier. Wenn dann Bier. Ja. Was gehört für dich zum perfekten Skitag dazu? Ja, mir gehört es am Hintergrund. Es gehört zu einem perfekten Skitag ein bisschen Après-Ski, mit guten Freunden unterwegs sein und ja, was will man noch mehr? Und wenn wir so auf die Piste schauen, was ist lieber weiche Piste, harte Piste? Wie sieht das aus? Ja, ich als Profi-Skifahrer schon liebe harte Pisten. Nein, für mich spielt es eigentlich nicht so eine Rolle. Ich bin nicht so ein guter Skifahrer, darum ist für mich mehr der Skitag mit den Kollegen, mit den Freunden, mit der Familie zusammen zu verbringen, ist fast am schönsten. Wir haben jetzt einen bunten Mix von Musik. Was ist so dein Favorit? Ja, es ist stimmungabhängig. Es kommt nur darauf auf den Pegel, was man hat. Aber Helene Fischer ist schon eigentlich mein Favorit. Ja. Kannst du da mitsingen, ganz schnell? Nein, das kann ich nicht. Sorry. Bist du der Après-Ski-Typ? Ja, sehr. Also, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich lege viel Wert auf das Après-Ski. Es gehört immer dazu, zu schliffern. Nein, natürlich auch ein bisschen Vergnügen gehört dazu. Du als Après-Ski-Fan kennst dich wahrscheinlich auch aus mit Getränken und so, die verschiedensten. Was ist so dein Favorit? Ja, das grüne Fröschli ist schon hoch im Kurs, aber das Bier zwischendurch ist schon gerne gut. Und ja, so das Münzenzwetschgen sagen wir auch nicht, nein, genau. Gehen wir noch schnell auf die Musik ein, da läuft jetzt so ziemlich alles. Ist da irgendwie ein Favorit? Ja, Cortula Grün, wenn der kommt, dann bin ich schon heiß, das ist ja so. Genau, aber Schlager ist gut, ja, gerne. Und heute jetzt, wie lange bleibst du da noch? Oder geht es dann auch noch weiter vielleicht? Ja, also etwa eins noch duschen wäre kein Seich, aber man bleibt etwa schon bis um 7 Uhr und dann geht es jetzt in Interlaken etwa noch weiter. Ja. Wir bleiben in Grindelwald. Dort sind dieses Wochenende nämlich nicht nur die Hüfte geschwungen worden, sondern noch holzige Pferde die Piste runtergerasen. Zum 28. Mal hat die Velo-Gemel-Weltmeisterschaft in Grindelwald stattgefunden. Der spassige Sportanlass im Bericht von Manuel Moser. Perfektes Wetter als Organisator, davon träumt man, oder? Ja, es ist wunderbar. Wir hatten letztes Jahr auch schon gutes Wetter, aber ein bisschen kältere Temperaturen. Und so, das macht einfach Freude. Die Leute sind draußen, wir haben viele Besucher und auch die teilnehmen, das ist einfach tipptopp so. Wenn wir auf die Piste schauen, eben, du hast gesagt, warme Temperaturen jetzt auch in den letzten Tagen, könnte das ein bisschen holprig werden heute? Nein, die Piste ist in einem wunderbaren Zustand. Sie ist über Nacht hat sich festigen und ist recht hart geworden. Also es sind perfekte Bedingungen und ich bin überzeugt, dass auch der letzte Starter hier noch eine gute Piste wird vorfinden wird. Gehen wir da kurz auf das Teilnehmerfeld ein. Wie viele Anmeldungen habt ihr, von wo überall? Also, wie sieht das aus? Ja, also wir haben heute Morgen 113 Anmeldungen gehabt. Wir haben jetzt mit den Nachanmeldungen sind wir über 130, also eine sehr erfreuliche Zahl, rekordverdächtig. Die Anmelder, also die Teilnehmer, die sind aus verschiedensten Ländern, hauptsächlich natürlich aus der Schweiz, aber wir haben auch Dänen dabei, Däninnen, Deutsche, wir haben Leute von Australien und natürlich eben viele Schweizer.
Also ich habe im Vorfeld einiges gelesen, was der Velogemmel schnell macht anscheinend. Hast du irgendwie einen Tipp oder ein Geheimnis, das du verraten kannst, das es besonders schnell macht? Ja, also ist sicher das Training, das bedeutend ist. Und dann gibt es verschiedene Techniken. Die mir bekannt ist der Speck, dass man mit einer Speckschwarte noch Kufen tut, Fette quasi. Ja, und am Schluss bin ich überzeugt, eben das Training und vor allem auch das Gefühl beim Fahren, das die Geschwindigkeit ausmachen. Mit was für einem Gefühl sollen Teilnehmer und auch Zuschauer, Besucher heimgehen? Ja, einfach zufrieden, happy. Ich meine, bei diesen Bedingungen einen Tag hier oben zu verbringen, ist einfach schön. Wir haben Festwirtschaft vom Schlittel- und Rodelclub Grindelwald hier. Es lädt zum Verweilen ein und ich hoffe, dass Sie am Nachmittag noch ein bisschen die Sonne und die Berge genießen hier. Die Velo-GML-WM wird seit Jahren von einer Frau dominiert, von Joelle Bleuer. Mein Kollege, der Manuel Moser, hat sie und ihre Familie, die auch mitmachen an der WM, begleitet. Dabei bin ich schon seit Ewigkeiten, seit 2008. Bin ich eigentlich aktive Fahrerin. Und die Weltmeisterschaft habe ich dann mit 8 oder 10-jährig das erste Mal gemacht. Jetzt bin ich 24. Darum ist es schon ein paar Jahre. Was begeistert dich am Velogemmel? Alles, es ist Heimat für mich. Es ist mein Heimatort Grindelwald. Ich bin mit dem aufgewachsen. Mein Vater hat mir das alles beigebracht. Wir sind jedes Wochenende im Winter mit der Familie hier raufgekommen. Es gehört echt zu meinem Leben dazu. Wir sind immer mit Haustieren alles, immer hier raufgekommen, immer hier gefahren, mittlerweile auch an anderen Orten, überall wo es möglich ist. Und ja, mache das eigentlich immer mit der Familie zusammen. Ja, ihr seid auch sehr erfolgreich, aber du als Weltmeisterin, auch sonst immer in der Rangliste weit vorne. Habt ihr irgendwie ein Geheimrezept als Familie? Ja, wir haben sehr Sorge zum Material. Also wir schauen immer gut zu unseren Gemmeln. Nach jedem Mal, wenn wir gefahren sind, wird da poliert, geschliffen, wieder wachsen, gefettet, alles immer geschaut, sicher das Material, das ausmacht. Und dadurch, dass wir das eigentlich mit dem aufgewachsen sind und die ganze Familie fährt. Und mein Vater und Schwester und Mutter und Geschwister, die alle sind auch schon auf dem Podest gestanden. Ich glaube, das macht es einfach aus. Hat er irgendwie einen Trainingshang daheim oder so, wo er trainiert? Nein, das leider nicht. Das wäre noch cool. Aber nein, wir kommen wirklich immer da rauf. Und dadurch, dass mein Grossvater wirklich hier noch gewohnt hat lang und haben wir eigentlich auch immer hier sein. Vielleicht zur Strecke heute. Wie ist es gegangen bei diesen Bedingungen auch? Es ist recht warm. Ist die Strecke, hat es gepasst? Ja, beim Auflaufen hatte ich das Gefühl, die Strecke wird top. Jetzt, was wärmer ist geworden, hat man schon gemerkt, das wird schon sehr versulzig werden und davonlaufen. Und es hat natürlich das Verhältnis schon erschwert. Also ich habe ein paar Mal gemerkt, ja, ich muss aufpassen, wo ich auf der Piste fahre, möglichst am Rand. In der Mitte wird es schnell mal flotschig, weil die Leute meistens in der Mitte laufen. Und sicher auch, dass es die Stellen hat, die dann gleich wieder glatt sind. Es ist immer wieder ein Abwägen. Und jetzt heute hat man gefunden, dass das Verhältnis top war. Vor der Velogemmel-Weltmeisterschaft zu einem veganen Weltrekord. Gestern ist in Bern in der Stadt ein 22 Meter langes und 263 Kilo schweres Schokogipfeli ausgedehnt worden. Meine Kollegin war dabei auf dem Waisenplatz und hat nachgefragt, wie es denn mit der Nachhaltigkeit aussieht. Kevin Schmidt, du hast heute den Weltrekord für das grösste und wahrscheinlich auch längste vegane Pain au Chocolat auf die Beine gestellt. Wie fühlst du dich jetzt? Mega gut, ich finde es mega cool. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich mich so freue auf so ein Zertifikat. Aber es ist wirklich so, halt etwas, was du immer kennst, das Guinness World Record Buch. Alle kennen das auf der ganzen Welt. Und niemand weiss so, was ist das wirklich, so einen Rekord zu machen. Oder wenige wissen es halt. Und wenn du schon siehst, wie viel Arbeit drin steckt und dann plötzlich bekommst du so ein Zertifikat, auch wenn es nur so ein blödes Zertifikat ist, ist mega cool, ja. Da ist ja mega viel Arbeit drin gesteckt und dann am Schluss hat es geklappt, es hat eine Siegerehrung gegeben und 15 Minuten später sind 263 Kilo von diesem Pain au Chocolat einfach weg gewesen. Also hast du jetzt das Gefühl, das haltet noch nachher? Ich weiss es nicht. Ich bin ein bisschen traurig, haben wir nicht für alle gehabt. Wir haben etwas auf die Seite tun für 3 Hilfsorganisationen. Das war uns wichtig, aber haben wir auch fast darum kämpfen noch. Und ja, das heisst, wenn man das wieder machen möchte, müssen wir mehr machen. Dann hoffst du jetzt, dass der eine oder andere denkt, hey, vegan ist gar nicht so übel, ich steige doch auch um. Ja,
Nein, nicht mal das. Das wäre übertrieben, das wäre schön. Aber nein, ich hoffe mir einfach, dass Leute das sehen und irgendwie das sehen, zu irgendwas Freudigem animiert. Sei es, um selber irgendwie etwas Verrücktes zu machen. Es muss ja nicht ein Rekord sein, es kann ja auch irgendetwas anderes sein, um sich selber irgendetwas getrauen. Ich hoffe, dass mein Team daraus auch irgendwie sieht, hey, lass uns Kollaborationen machen, lass uns Projekte anreissen und getraut dich. Es können Fehler passieren, aber man kann auch Erfolg haben, es kann beides passieren. Und es ist cool, wenn man sich zusammentut und etwas zusammen macht. Und ich hoffe vor allem, dass das passiert, dass so ein bisschen eine Motivation kann passieren kann. Ihr habt ein Stück abbekommen von dem grössten Pain au Chocolat der Welt. Wie schmeckt es? Es schmeckt sehr gut. Es ist wirklich erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Es hat ein bisschen viel Schoki drin für mich, aber viele Leute haben das gerne. Und was haltet ihr jetzt von dieser ganzen Aktion hier? Das ist ja ein bisschen verrückt. Es ist verrückt, aber verrückte Sachen sind doch super. Also ich finde das eine sehr gute Aktion. Das war es mit dem heutigen Panorama aus Meiringen. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr bei uns in der Website oder eurer App. Jetzt erzählen euch noch unsere Kolleginnen und Kollegen von Meteo News mehr über das Wetter. Bis gleich. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bei diesem aktuellen Wetter kommen beim einen oder anderen eventuell schon die ersten Frühlingsgefühle auf. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern vom 5. Februar. Es freut mich, Sie wieder zu sehen. Ja, Hochfrank liegt nach wie vor im Südwesten von Europa. Im Norden hat es dagegen eine ausgedehnte Tiefdruckzone. Wir befinden uns im Bereich von einer West- bis Nordwestströmung. Auf diesem Weg erreicht uns nach wie vor milde und trockene Luft. Der Dienstag kann man Seitenwetter gut mit heute vergleichen. Wir starten lokal mit Nebel mit einer Obergrenze von 500 bis 600 Meter. Sonst scheint die Sonne und es ziehen dekorative Schleierwolken durch. In Bern da starten wir mit 2 Grad in den Dienstag. Am Nachmittag löst sich der Nebel. Es bleibt recht sonnig mit ausgedehnten Schleierwolken. Dadurch scheint der Himmel zum Teil ein bisschen milchig. Und mit einem kleinen Südwestwind gibt es am Nachmittag wieder verbreitet zweistellige Höchstwerte. Auf den Bergen da ist es ebenso mild. Auf 2000 Meter sind es 4 bis 5 Grad. Allerdings bläst ein mäßiger bis starker Wind aus westlichen Richtungen. Grundsätzlich gibt es aber ein gutes Wintersportwetter, wenn es oberhalb zum Teil ziemlich windig wird. Wer Skifahren möchte, sollte der Dienstag noch nutzen. Am Mittwoch kann der Wind den Liftbetrieb stören. Ja, ab der Wochenmitte gibt es dann mehr Schwung in die Wetterküche. Nach einem freundlichen Start in den Mittwoch nimmt die Bewölkung tagsüber zu und es geht ein frischender Südwestwind. In der Nacht wird es nass und die Schneefallgrenze liegt bei 1300 bis 1700 Meter. Meist nass starten wir in den Donnerstag, schneien tut es ab 1500 bis 2000 Meter, tagsüber trocknet es ab, danach geht es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise nass weiter. Ja, das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.